Die Zeit ist reif, den Geheimnissen von Connors Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf die Spuren zu gehen. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed 3. So, da fliegt noch ein Vogel vorbei, schön. Und das wird wohl das Haus sein. Jetzt bin ich doch mal gespannt, was jetzt eine coole, epische und ich hoffe auch ein bisschen dramatische Cutscene kommen wird. Alles klar. Sequenz 5. Ein rüpelhafter Mann. Mission Start. Was? Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Verschwinde! Ich werde nicht gehen. Was war denn das? Also erstmal ziemlich kurz und dann... Wer war der Alte überhaupt? Hä, kapiere ich nicht. Okay, Schutz in den Stallen suchen, wieso auch immer, vermutlich vor der Nacht oder so. Wir werden sie gleich erfahren. Weil das dürfte nicht so schwierig sein, oder? Lager aufschlagen. Ja, das muss ja sehr bequem gewesen sein, hey. Den Mann zum Gespräch überreden. Glaubt er wirklich, einen Tag später geht es so viel einfacher? Connor, du bist, glaube ich, ein bisschen gutmütig. Naja. Schauen wir einfach mal, nicht wahr? Vielleicht glaubt er wirklich und er ist doch nicht nur so ein grenzenloser Optimist. Dann muss ich da hoch. Nee, oder komm schon. Das reicht doch interagieren, genau, geht doch. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Ja, die Hintertür, das wäre was. Alter, bin ich mittlerweile der Einbrecher oder wie? Hintereingang suchen. Oh je, oh je. Was will Connor bloß in dem alten Sack hier? Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land! Ich komme hoch! Mann, harter Brocken, nicht wahr? So zu dem Balkon verschaffen, Connor, das ist illegal. Der könnte ich anzeigen. Ach Mensch, machen die es halt. Wieso bloß? Du verstehst nicht. Mag ja sein, dass ich irgendwie den zweitletzten Part irgendwie verpennt habe oder so, aber ich verstehe es irgendwie doch nicht. Naja, so zu verschaffen, über dem Balkon, okay. Sollte eigentlich möglich sein. Oh, weiteres Haus. Hallo, seid ihr vielleicht freundlicher? Wollt ihr mich aufnehmen? Ne, wollen sie auch nicht. Na, das ist ja gut, ist ja gut. Kommst du da hoch?
Natürlich. Alter, gehst du da hoch? Geht doch. Gut gemacht, Connor. Nicht so. Links entlang. Genau, geht doch. Und jetzt da noch hoch und gut. Und jupp, schon bin ich... Connor, gehst bitte mal springen. Hallo? So, hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht auf einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter. Und du wirst nur eine Sache finden. Den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch. Ich werde nicht gehen. Hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Warte nur, alter Mann. Was war denn das für ein Vortrag, ey? Man könnte meinen, der kennt uns. Ich frage mich bloß wie. Oder wieso und warum und woher und hä? Ach, wirst du mich nicht loswerden. Connor, ich kapiere gar nichts. Na klar, wieder Schutz in Stallen suchen. Das Ganze beginnt von vorne, davon nicht wahr. Du wirst mein Lehrer. Du musst einfach. Ja, wieso denn? Was ist da für ein... Ist da was Spezielles? Ja gut, hat Knochen gebrochen. Das gehört auch zur Ausbildung. So, Lager aufschlagen, noch einmal. Tja, aller guten Dinge sind 3. Ups. Er ist ein Tattergreis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer seid ihr? Das geht dich einen feuchten Dreck an, kleine Missgeburt. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Alter, was sind das für Typen, ey? Na, kommst du? Er kommt und zack. Ups, da kommt die Verstärkung, die Kavallerie kommt. Haha, scheiße, wollte ich gar nicht. Will da gerade jemand angreifen? Wow! Spinnst du eigentlich halt? Aua, Mann! Ja, ich kann tanzen und... Aua, Mann! Du bist eigentlich bereits tot sein, voll in die Fresse. Soll es auch noch was auf die Schnauze haben? Ja, du kriegst auch noch einen. So, und jetzt du noch zum Schluss. So. Mann, du bist ein Arsch! Du musst sterben! So, du kommst auch noch dran. Ah, ihr bekommt doch alle euer Fett weg. Alter. Zu Sieg oder zu Erster, wie auch immer, gegen einen kleinen Jungen. Ja, gut, gegen Teenager, okay. Aber trotzdem, ey, voll unfair. Mein Regentanz hilft dir auch nicht mehr. Wie ein Regentanz willst du mich verarschen? Ah, bist du ein Anführer hier oder was? Aua, Mann, ich hab geblockt. Nimm für Geschwindigkeitsverlust, Gesundheitsverlust wohl eher. Wow, wow, wow. Mann, ich bin ja ein bisschen abgelenkt. Mann, Connor, triff doch mal. Geht doch. So, jetzt noch einer, komm schon. Das ist schwer sein. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss. Du arbeitest also für den Alten, stimmt das? Vielleicht bringt dich das zum Reden. Oh. Vielen Dank.
sollten wir wohl reden. Das glaube ich allerdings auch. Herr Connor, geht's dir gut? Du sahst gerade ziemlich blutig aus. Ja, geht gut, ja. Okay, ja, Gesundheitslimit, ich weiß, ich war lahm, ich war ein Trottel. Ich weiß es doch. Muss mir das Spiel noch extra auf die Nase binden? Ja, scheinbar schon. So, jetzt mal rein da. Mann, ich friere. Es regnet, ich muss rein. Betreten. Ah, sieht aber schön aus. Verzeih. Nicht deine Schuld. Hier wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radon Hagedon. Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Und jetzt, warum bist du hier? Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder worum du mich bittest? Nein. Und doch bist du hier? Der Geist sagte, dass ich... Diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar seit Ezio die Flasche entkorkte. Ah, du weißt nicht einmal, was ein Assassine ist, richtig? Na dann, mach es dir bequem. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Deshalb verschrieben sich die Assassinen dem ewig währenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden deine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Oh, das wirst du sicher versuchen. Ja, komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Vorsicht. Das war kein Witz, dass hier bald alles auseinanderfällt. Gut zu wissen, Dankeschön. Wozu denn? Außerdem mangelt es mir an Material. Verstehe ich nicht. Sieht doch alles noch hübsch aus. Also sollte es bald auseinanderfallen. Okay. Dann kauf es. Keine Kohle. Sieh mich an. Glaubst du, ich könnte einfach in den Laden gehen, die Taschen voller Geld und einkaufen? Ja. Warum nicht? So naiv. Oh ja. Hier lang. Cool. Ein Geheimgang in seinen geheimen Pornokeller, in seinen geheimen Bastelkeller. Ups. Vielleicht doch Porno? Nee. Glaub nicht, du könntest einfach herkommen, das überwerfen und schon wärst du ein Ich Assassine. habe nicht... Ich würde mir niemals anmaßen... Ist schon gut. Ich weiß, wie verlockend das ist. Nun gut, mein Schüler. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab Dank. Ich bin Achilles. Komm mit, Junge. Wir haben zu tun.
bist nur ein Staubkorn, ein Nichts. Du und ein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Was wollen die Templer denn? Was sie immer schon wollten? Kontrolle. In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang, unberührt vom Chaos der Vergangenheit. Deshalb unterstützen sie die Briten. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Er ist es, der alle Fäden in der Hand hält. Woher weiß Connor denn, wer sein Vater ist? Da habe ich wohl ein paar Sequenzen verpasst. Okay, Connor weiß offensichtlich mehr als wir und ja, es wird blutig. Und das so weiß ich jetzt schon. Ich rannte, ich kletterte, ich kämpfte, ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde gab es 2 Lektionen für den Geist. Sprachen, Philosophie, Logik, die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer, ihre Strukturen, Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten. Von Charles Lee und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer. Und dass kein Geringerer sie anführte als mein eigener Vater. Wenn ich dem Orden dienen will, wären diese Männer meine Ziele. Also arbeitete ich härter, lernte schneller. Doch trotz allen Fortschritts war klar, dass ich noch viel lernen musste. Meine Lehrzeit hatte gerade erst begonnen. Tja, Connor, so ist das Leben. Man lernt niemals aus. Ja, Freunde, ich habe so das Gefühl, dass das eigentliche Spiel jetzt erst so richtig beginnt. Nun gut, wir müssen jetzt aus dem Haus raus und dann für wohin? Gute Frage. Was denn aus dem Haus? Nö. Doch. Doch. Aus dem Haus und dann irgendwie... Moment mal kurz, was stand denn da gerade? Nichts. Es stand einfach nichts. Und ich glaube, wir müssen da Achilles treffen. Der hat da mit seiner Achillessehne. Also irgendwie hat der Spruch was. Könnte zumindest der Wahrheit entsprechen. Na egal, kommt schon jetzt hier raus. Und was ist das für ein Punkt hier? Der Punkt der Wahrheit. Hä? Ist hier was? Also der Punkt. Hier hat's nichts. Da oben? Nee, auch nicht. Hä? Kapier ich nicht. Egal. Zum Treffpunkt gehen. Da ist Achilles mit seiner Achillessehne. Ja gut, wir sind auf dem Dach. Na klar. Na klar. Der Botendienst. Guten Morgen. Wünsche ich dir auch. Willst du verreisen? Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Klingt ja sehr interessant. Vom Indianer zum Assassinenlehrling und zum Handwerker. Eine grandiose Karriere. Echt mal. Connor, du bist zu beneiden, Alter. Du bist echt zu beneiden. Nun gut, mit Hammer und Nagel umgehen. Ich glaube, das können wir gerade noch so. Aber Charles Lee und Tatham. Bin mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis wir mal auf diese beiden Typen treffen. Connors eigener Vater. Ist ja eigentlich schon übel, oder? Oh, es geht weiter. Boston, 1770.
es nicht. Verzeih. Komm weiter. Die Stadt kennen doch irgendwie Unglaublich. Leute. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche. Ich könnte Tage hier verbringen und hätte nicht die Hälfte der Wunder gesehen. Früher habe ich einmal dasselbe gedacht. Heute bevorzuge ich die Ruhe des Landlebens. Es gibt so viel Leben hier. So viele Möglichkeiten. Für wenige, mein Junge, für wenige. In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja, Gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Besser, man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Ja, das ist jetzt dein Name. Also gut, fort mit dir. Und damit ist es offiziell. Der junge Mann, der Protagonist der Serie, derjenige, der die Welt verändern wird. Sein Name lautet Connor. Und wie die Abenteuer mit dem neuen, frisch gebackenen und getauften Connor weitergehen, was der alte Achilles hier noch so für eine Rolle spielt und wie wir hier noch frische Mut einkaufen. Wo ist ein Stock hin? Oh Mann, wie you, hey, du steckst voll Überraschungen. Grafikbugs vom Allerfeinsten. Naja, wie es weitergeht hier bei morgen, glaube ich, oder? Was ist das für eine Folge? Dienstag, Mittwoch, genau. Am Donnerstag geht es weiter hier bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao zusammen.